Der Herbst ist in die Schweiz eingezogen. Im Mittelland macht sich ein feuchter Vormittagsnebel breit. Aber auch die Spätsommersonne ist immer wieder anzutreffen. Die Aufträge, die bei Tag und Nacht gemacht werden müssen, scheinen für die Schneiderleute fast endlos zu sein. Es gibt keinen Monat im Jahr, wo mehr Arbeiten anfallen. Bis zu 50 Kunden werden jetzt pro Tag bedient. Und all diese Arbeiten fallen auf den Betrieb im Oktober an. Dieser Monat ist der arbeitsintensivste, das hat vor allem mit den Rüben zu tun. Rüben von Ähren über Feldverlad und Bahnverlad. Dann kommt die ganze Mais-Ähren, Häckerle, von in Hochsilo, in Fahrsilo, Flachsilo, in Schläuche, also in Würste und auch in Ballenform. Nachher haben wir Sonnenblumen gedröscht und haben wieder angesät, also das Wintergetreide, Weizen, das letzte Wintergetreide gesät und auch wieder misten, Güllen, die letzten Güllenlöcher wieder leeren für den Winter. Und nachher auch wieder Grassilo bauen, sobald das Wetter gut war. Es ist nicht nur die Mannschaft draussen, die vollen Einsatz zeigt. Mehr oder weniger unsichtbar sind im Hintergrund zwei Leute, die die ganze Auftragsabwicklung im Griff haben und die Arbeiten draussen koordinieren. Die Nicole Schneider, die Frau vom Küsu und der Rolf Hess. Ich mache vor allem hindurch die ganze Administration, also die ganze Buchhaltung, Kreditoren, Debitoren und die Lohnbuchhaltung. Ich nehme das Telefon ab, nehme eine Auftragsannahme. Küsu und ich machen das zusammen. Es gibt Zeiten, wo es einer alleine nicht machen kann, weil so viele Telefone reinkommen. Auftragsannahme, wir fangen an zusammen einteilen und geben Kunden meistens wieder zurück ins Telefon und sagen, dann sind wir auf dem Feld, dann erfüllen wir ihre Wünsche. Ja, und bei so vielen Geschäftsbewegungen kann man sich vorstellen, dass die Zeiten vom Bleistift und Notizblock fast verschwunden sind. Die Fahrer tippen nach ausgeführter Arbeit ihre Leistungen auf Palms und Smartphones eintippen. Die Daten werden direkt ins Büro zur Kontrolle und Fakturierung übermittelt. Zurzeit sind aber auch neue Technologien auf dem Prüfstand bis Schneiders. Mittels GPS-Ortung wird man im Büro in Zukunft wissen, wo sich die Fahrer gerade befinden. Es geht nicht um das Kontrollieren des Fahrers, es geht mehr, dass wir wissen, wie lange hat er ungefähr noch, was macht er, dass wir am nächsten Kunden, der anruft und wissen, wenn das herkommt, dass wir ihm genau die Zeitangabe geben können, dass er sich darauf einstellen kann. Auf den Feldern draussen steht Maissilieren ganz im Mittelpunkt vom Oktober. Mit 2 Equipen ist man unterwegs. Hier kommen die Häcksler von der Firma Krone zum Einsatz. Eins Krone BGX 700 und eins BGX 500. Und unsere Strategie hier ist, mit breiter Arbeitsbreite zu arbeiten, dass wir die Arbeitsgeschwindigkeit beim Fahren reduzieren können. Dass wir nicht, das gibt aber auch das grössere Volumen, das zur Messertrommel kommt. Und das gibt auch wieder die bessere Häckselqualität, also Schnittqualität, die besser ist. Wir haben viel weniger Kleinanteile in der Silage und das weniger Nachfolgeprobleme von Nacherwärmungen. Neben der hervorragenden Häckselqualität der Kronenhäcksler wird von Schneiders das Handling und die Fahreigenschaften dieser Maschinen auf der Strasse sehr geschätzt. Ist aber auch eben schnell auf der Strasse vom heutigen Umsetzen, von einer zur anderen Parzelle. Und als Schweizer Exklusivität sind diese Fahrzeuge für Geschwindigkeiten bis zu 40 Stundenkilometer zugelassen. Ja, und weil Bilder mehr als 1000 Worte sagen, hier ein paar stimmige Momente aus den Oktoberarbeiten. Auch der Tom ist wieder am Säen. Jetzt muss der Winterweizen in den Boden. Verwendet tut er zertifiziertes Saatgut aus der UFA-Samenproduktion.
Weißt du, was das für dich bedeutet, zertifiziert Saatgut? Ich kann mir schon etwas darunter vorstellen, aber du erklärst mir es ja sicher jetzt gerade. Wenn etwas zertifiziert ist, ist das ein Test gemacht worden für die Keimfähigkeit, dann nachher die Sortenreinheit. Ja. Also haben wir jetzt hier in dem Sack Arena wirklich Arena drin oder jetzt noch etwas anderes drin und die Sortenechtheit. Ja. Und wenn die Kriterien erfüllt sind, kommst du das Zertifikat über und dann darfst du nachher hier ausweisen auf diesem Sack, auf dieser Etikette, so dass nachher die Qualität stimmt, so wie du gesagt hast. Ja. Es kommt nicht von ungefähr, dass der UFA-Samenberater Dominik Fischer darüber bestens Bescheid weiss. Denn Indem wir Geschäftsführung machen von der ostschweizerischen Saatgutproduzenten und wir machen die Geschäftsführung von der luzernischen Saatgutgenossenschaft. und das bringt es einem Bauer. Er hat sehr viele Vorteile. Er ist einerseits sicher, dass er die Sorte ausgesät hat, die er auch wirklich wollte. Die Keimfähigkeit ist ihm garantiert. Und wenn er da bei einem Programm mitmacht, das Swiss Premium, der IP Swiss, ist das eigentlich eine Pflicht, dass er zertifiziert Saatgut sagt. Und zum Schluss müssen wir noch über den Mann hier reden. Der Ernst Schneider, der Vater vom Küsu. Denn ohne ihn gibt es den Schneider Agrarservice so nicht. Er ist immer noch auf dem Betrieb aktiv. Mein Job ist eigentlich Gib, Heb und Zünd. Oder? Ich bin einfach der Springer. Ich kann noch viel machen, bald gesagt. Ja, und dass er auch die moderne Technik im Griff hat, zeigt er hier beim Mistverladen. Aber es geht auch anders. Denn einer muss ja für die kleineren Arbeiten, zum Beispiel hier am Feldrand, aufkommen. Was ich nie gedacht habe, ist, dass die ganze Technik so überhand nimmt. Wir als Lohnunternehmen investieren relativ viel, investieren, ständig investieren. Und das ist wirklich etwas, wo interessant ist für die Männer. Für die Frauen ist es manchmal eine Herausforderung, um immer, ja. Und dort den Kompromiss zu finden, was ist wichtig, was braucht es und was ist eigentlich nicht wichtig. Ich wäre sicher die eher bremsen. Dort sind wir schon nicht gerne der gleichen Meinung. Und vielleicht ergänzen wir uns so gut, ich weiss es auch nicht.